Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und verspricht, ein sportliches Großereignis der Superlative zu werden. Absolut. Die Vorfreude ist riesig. Zum ersten Mal wird die WM in 3 Ländern gleichzeitig ausgetragen: den USA, Kanada und Mexiko. Das ist wirklich bemerkenswert. Diese Dreierkonstellation ist eine logistische Herausforderung, aber auch eine einmalige Gelegenheit, den Fußball in Nordamerika zu stärken. Ganz genau. Lassen Sie uns über die Austragungsorte sprechen. Insgesamt 16 Städte werden Gastgeber sein. In den USA sind es unter anderem New York, Los Angeles und Miami. In Kanada sind es Vancouver und Toronto, während Mexiko mit Mexico City, Guadalajara und Monterrey vertreten ist. Die Vielfalt der Städte bringt natürlich auch unterschiedliche Kulturen und Fußballtraditionen zusammen. Das wird spannend zu beobachten sein. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Erweiterung des Teilnehmerfeldes auf 48 Mannschaften. Das bedeutet mehr Spiele, mehr Spannung und mehr Möglichkeiten für Überraschungen. Ja, das ist eine wesentliche Veränderung. Mehr Teams bedeuten auch, dass kleinere Fußballnationen die Chance haben, sich auf der großen Bühne zu präsentieren. Welche Mannschaften sehen wir als Favoriten? Die üblichen Verdächtigen wie Brasilien, Deutschland und Frankreich. Definitiv. Aber auch Mannschaften wie Belgien oder England haben in den letzten Jahren stark aufgeholt. Und man darf den Gastgeber USA nicht unterschätzen, die sicherlich hoch motiviert sind. Und was ist mit den Außenseitern? Gibt es Teams, die du im Auge behältst? Ich denke, Mannschaften wie Senegal oder Japan könnten für Überraschungen sorgen. Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie gegen die Großen bestehen können. Ein weiterer Aspekt, der nicht zu übersehen ist die Rolle der Technologie. Der Videobeweis wird sicherlich wieder eine große Rolle spielen. Ja, der VAR hat das Spiel verändert, und seine korrekte Anwendung wird entscheidend sein für den Turnierverlauf. Aber nicht nur der VAR, auch die Stadiontechnologie wird auf dem neuesten Stand sein. Moderne Stadien mit unglaublicher Infrastruktur. Absolut, und diese Stadien werden nicht nur Fußball bieten, sondern auch ein Erlebnis für die Fans. Die Atmosphäre wird elektrisierend sein. Lass uns auch über die wirtschaftlichen Aspekte sprechen. So ein Großereignis hat enorme finanzielle Auswirkungen. Auf jeden Fall. Die WM bringt nicht nur Einnahmen durch Ticketverkäufe, sondern kurbelt auch den Tourismus an und schafft Arbeitsplätze. Und die Gastgeberländer investieren massiv in Infrastrukturprojekte, die langfristig von Nutzen sein werden. Das stimmt. Aber es gibt auch immer die Diskussion über die Kosten und ob sie gerechtfertigt sind. Ein kontroverses Thema, das bei jeder WM aufkommt. Aber die positiven Effekte sind oft nicht zu übersehen. Lass uns zum Schluss kommen. Was erwartest du persönlich von dieser WM? Ich erwarte spannende Spiele, neue Talente, die entdeckt werden und Momente, die in die Geschichte eingehen. Dem kann ich nur zustimmen. Ich hoffe auf ein Turnier, das den Geist des Fußballs feiert und die Welt trotz aller Unterschiede vereint. Jetzt sind die Zuhörer gefragt. Was erwartet ihr von der WM 2026? Welche Teams sind eure Favoriten und wer könnte für Überraschungen sorgen? Lasst es uns wissen, wir sind gespannt auf eure Meinungen.